Genau, ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt dafür nach Basel kommen kann. Mein Mann, der ist jetzt im ICF Lörrach am Predigen und eigentlich wären wir als Familie dort gewesen. Und stattdessen bin ich heute hier, Marisa und ich. Wir sind hier gemeinsam im Einsatz. Das passiert nicht so häufig, dass Marisa und ich gemeinsam im Einsatz sind in Basel und unsere Männer sind woanders, aber ich freue mich drauf. Ich bin großer Fan von dieser Serie Beziehungskunst. Ich bin gleichermaßen inspiriert und herausgefordert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, Beziehung ist tatsächlich wie so eine Kunst, die wir wahrscheinlich unser Leben lang meistern werden und damit nie so richtig fertig sind. Es kommt sich zum Schluss irgendwie ein Abzeichen, jetzt hast du es geschafft und alles gelernt, was es zu lernen gibt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit hauptsächlich mich und meinen Mann, den Daniel, der jetzt eben im ICF Lörrach predigt, weil wir sind in vielen Punkten recht verschieden. Ich weiß nicht, wenn du verheiratet bist oder in einer Partnerschaft, es gibt immer so Level an Verschiedenheit, die man so erleben kann. Manche sind sich ähnlicher, manche unähnlich. Und der Dani und ich, wir sind uns in vielen Punkten sehr unähnlich. Also ein ganz einfaches Beispiel aus unserer Ehe ist, wenn wir uns Dinge erzählen. Zum Beispiel hatten wir beide vor ein paar Wochen unabhängig voneinander Arzttermine. Und ich kann mich erinnern, er kam von seinem Arzttermin wieder nach Hause und ich wusste, dass er den hatte. Und ich habe ihn gefragt, und, wie war es beim Arzt? Und seine Antwort war gut. Okay, und was war das für ein Arzt und was habt ihr so besprochen, was ist das Ergebnis und wie geht es jetzt weiter? War der eigentlich nett? Hast du den schon gekannt oder über was habt ihr euch noch unterhalten? Und er hat mir dann die Dinge schon alle erzählt, aber mehr, nachdem ich ihn so ein bisschen gedrückt habe, so jetzt erzähl doch mal mehr. Und er war so, ja, es war gut und dann war es, also so viel gibt es dann auch nicht mehr zu erzählen. Und ein paar Wochen später hatte ich einen Arzttermin. Und ich kam davon nach Hause. Er wusste, dass ich beim Arzt war und er hat mich gefragt, und wie war es beim Arzt? Und ich erzählt, also pass auf, ich kam ins Wartezimmer und habe mich angemeldet und dann hat sie gesagt, ja, Sie können sich setzen und irgendwie 10 Sekunden später kam der Chefarzt zu mir und hat sich vorgestellt, dass er Chefarzt, er kannte meinen Namen und ich dachte noch so, wow, dass ich jetzt einfach den Chefarzt bekomme. Ich war hier vorher noch nie und dass der so schnell kam, ich musste nicht mehr warten und dann sind wir in sein Zimmer und es war mega schön, er hatte so Blumen da drin und ich sehe, wie das Gesicht von meinem Mann so langsam so ein bisschen so einfällt, so Und irgendwann hat er mich gefragt, was ist denn jetzt das Ergebnis von dieser Untersuchung? Und ich so, ja, ich komme gleich dazu, ich will dir gerne erzählen, wie es dazu kam, weil ich hatte Fragen und der Dani ist so ergebnisorientiert. Er will das Ergebnis zuerst hören und dann vielleicht noch ein paar Details und ich bin da ganz anders. Ich möchte ihn mitnehmen in diese ganze Experience und er muss das aushalten, ob er will oder nicht, weil ich bin seine Frau und so will ich erzählen. Also wir sind sehr anders. Mann und Frau sind anders. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt ein Stereotyp erfüllen, mein Mann und ich, aber ich erkenne das von anderen Paaren auch, dass sie das ähnlich erleben. Mann und Frau sind anders. Gott hat uns anders erschaffen. Ich weiß nicht, als du vor ein paar Wochen hier warst, als der Matthias über den Schöpfungsbericht erzählt hat, wie Mann und Frau geschaffen worden sind. So verrückt, sie werden sogar anders gemacht. Das hebräische Wort, was benutzt wird wenn Gott die Frau macht, wenn Gott den Mann macht, ist sogar ein anderes. Die Strategie, die Methode ist eine andere. Einmal ist es so ein Haufen Erde, der angehaucht werden muss und bei der Frau ist es dann so eine Vollnarkose und eine OP. Also wir werden sogar anders gemacht, wir sehen anders aus, wie man sehen kann. Und wir sind einfach unterschiedlich. Und manchmal denke ich mir, ja, diese Unterschiedlichkeit macht das Leben manchmal ein bisschen schwierig. Ich finde, diese Unterschiedlichkeit kann jede Beziehung erschweren, weil wir nicht gleich geschaffen sind. Vielleicht hast du schon dein Handy rausgezückt, weil du gar nicht in einer Partnerschaft oder Beziehung bist und dachtest, das Thema ist eh nicht für mich, also kann ich jetzt auf Instagram sein. Ich glaube, jede Beziehung ist erschwert dadurch, dass wir einfach unterschiedlich sind, dass wir anders gemacht sind. Die Beziehung zu deinem Chef, zu deiner Familie, zu deiner Frau, zu deinen Geschwistern. Beziehungen gehen kaputt, weil da zwei Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche Vorstellungen haben von Leben, von Glauben, von Liebe, von Ordnung, von Sauberkeit, von Erziehung, von Nähe, von Konflikt. Der andere sieht es nicht gleich wie ich. Und das betrifft sogar Menschen, die ich sehr, sehr lieb habe, die mir ganz nah sind, die sehen diese Dinge nicht immer gleich wie ich und das macht Beziehung manchmal mühsam, finde ich. Manchmal denke ich, wie einfach wäre es, wenn Gott uns ein bisschen ähnlicher gemacht hätte. Wenn wir Situationen gleich einschätzen, wenn wir auf Themen gleich reagieren, wenn uns Themen gleich beschäftigen oder eben nicht beschäftigen, wenn wir Situationen gleich einordnen würden oder zumindest ein bisschen gleicher, als es manchmal ist, weil ich finde, diese Ungleichheit ist manchmal ein bisschen mühsam. Bei meinem Mann Daniel und mir würde das unsere Konflikte vereinfachen, weil wir gehen sehr ungleich an Konflikte ran. Ich kann mich daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben und so in den ersten Wochen unserer Beziehung waren, da war der Dani sehr bemüht darum,
so die Maike hinter dieser harten Schale besser kennenzulernen. Er wollte wirklich wissen, wer ich bin und was mich so umtreibt und wie meine früheren Beziehungen so gewesen sind. Und er wollte wirklich wissen, wer bin ich innen drin. Und für manche ist das vielleicht eine schöne Vorstellung und für mich war das überhaupt keine schöne Vorstellung. Ich dachte, der kommt mir viel zu nah und stochert jetzt dann irgendwelchen Themen rum, über die ich gar nicht gerne rede. Und meine Reaktion darauf war dann, dass ich total auf Distanz gegangen bin. Also, dass ich versucht habe, ihn von mir wegzuschieben und dachte so, hey, du kommst mir da viel zu nah, das geht überhaupt nicht. Und dann war es manchmal so, dass ich mich eine Woche lang nicht mehr bei ihm gemeldet habe, weil ich war beleidigt, dass er jetzt da in meiner Verletzlichkeit rumbohrt und das geht gar nicht. Also ghoste ich ihn so ein bisschen. Und er hatte damit mega Mühe, ich weiß gar nicht warum, und hat gesagt, der Dani ist ganz anders, bei ihm ist ein Thema auf den Tisch und Dinge müssen angesprochen werden und alles, was nicht angesprochen wird, ist schwierig für ihn. Aber mich hat das irgendwie gestresst, dass er da so nah an mich ran will. Und wir sind jetzt dieses Jahr bald 11 Jahre verheiratet. Und das ist schön, wir sind uns in der Zeit auch ein bisschen näher gekommen und haben uns auch ein bisschen besser kennengelernt. Aber diese Reaktion, dass ich auf Distanz gehe, die haben wir immer noch. Dieses Thema haben wir immer mal wieder in unserer Ehe. Vor allen Dingen, wenn wir einen Konflikt haben und ich verletzt bin. Der Dani mich verletzt durch etwas, was er sagt oder auch nicht sagt, durch etwas, was er tut oder auch sein lässt. Wenn er irgendwelche Erwartungen enttäuscht, die ich hatte und ihm vielleicht gar nicht erzählt habe. Oder vielleicht habe ich ihm davon erzählt und er hat sie trotzdem enttäuscht. Wenn da irgendwas ist zwischen uns oder ich mich nicht gesehen fühle, dann passiert es immer noch häufiger, als ich gerne zugeben würde, dass ich auf Distanz gehe zu ihm. Nicht mehr eine räumliche Distanz, es ist nicht so, dass ich mich in der Woche nicht melde, wir leben im gleichen Haus. Aber vielleicht kennst du das, wenn man so emotional oder körperlich auf Distanz geht, so hey, irgendwie bist du mir jetzt zu nahe gekommen. Und der Dani sagt dann, wenn wir das dann nachher irgendwann wieder klären, sagt, du bist wieder zum Eisklotz geworden. Und damit hat er nicht ganz unrecht, weil ich kann dann wirklich sehr kalt werden und so distanziert von ihm. Es ist so eine Schwäche, eine Verletzlichkeit, die ich nicht preisgeben möchte, die ich ihm nicht zeigen möchte. Also mache ich das Gegenteil und zeige ihm die kalte Schulter, so nach dem Motto, dich brauche ich sowieso nicht und du kannst mich jetzt mal und wir reden jetzt auch nicht miteinander. Und das ist recht schwierig, weil das macht es uns schwer, wieder zueinander zu finden. Zum wieder zueinander zu finden, müsste ich ihm irgendwie zeigen, dass ich verletzt bin oder enttäuscht. Aber das will ich ja nicht. Und wieso merkt er das eigentlich nicht selber? Manchmal hätte ich gerne, dass es ihm wie Schuppen von den Augen fällt, dass jetzt da irgendwas nicht gut lief und dass er dann zu mir kommt und das in Ordnung bringt, was er verbockt hat. Aber das Problem ist, das passiert ganz häufig nicht. Entweder weil er es nicht gemerkt hat oder weil ich es ihm halt nicht zeige oder weil er es gemerkt hat, aber sagt, ich möchte, dass du auf mich zukommst. Ich möchte, dass du lernst und wächst. Und da kommen wir dann manchmal ein bisschen schwierig wieder raus. Also kommt es häufiger vor, dass wir in so Konflikten unser altes Programm ein bisschen abspulen und dann halt eben in dieser Sackgasse landen. Ich will, dass er es sieht und dass er es in Ordnung bringt, aber er konfrontiert mich damit, dass ich zum Eisklotz werde und gar nicht auf ihn zugehe. Und ich finde, dann wird relativ schnell klar, wenn wir so Beziehungen haben, dass wir nicht nur einfach Unterschiede mitbringen, die einfach gegeben sind, weil wir andere Menschen sind, sondern dass wir auch unsere Herausforderungen mit in eine Beziehung bringen. Dass wir Muster in eine Beziehung mitbringen, die mit der Beziehung selbst vielleicht gar nicht mal unbedingt was zu tun hat. Oder dass wir ungeheilte Themen mit in Beziehungen bringen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Deine Eltern haben nicht alles richtig gemacht und frühere Beziehungen liefen vielleicht auch nicht immer gerade perfekt. Aber je näher uns jemand kommt, desto näher kommt er auch all diesen Herausforderungen oder diesen Themen, die unschön sind und die wir eigentlich lieber gerne für uns behalten würden. Aber Nähe bringt diese Dinge zum Vorschein. Oder für unsere Ehe würde ich das so formulieren, dass Ehe nicht unbedingt unsere Probleme löst, aber sie bringt sie auf jeden Fall zum Vorschein. Nähe bringt diese Herausforderung irgendwie hervor. Nähe triggert sozusagen unsere Herausforderungen. Das ist der Predigtitel, den Mats für die Predigt gewählt hat, als wir darüber gesprochen haben, wenn dein Partner dich triggert. Erst dachte ich so, ja, das ist mega gut. Und im Nachhinein war ich dann gar nicht mehr glücklich mit dem Wort. Weil ich dachte, ja, triggern wird eigentlich super inflationär verwendet. So in der heutigen so eine Hobbypsychologensprache. Alles kann dich triggern heutzutage. Oder man kann sich durch alles getriggert fühlen. Aber triggern, wenn man das ernst nimmt, das kommt ja aus der Psychologie eigentlich, beschreibt das einen Reiz, der uns an ein Trauma erinnert oder wieder durchleben lässt, was wir haben. Und das ist dann plötzlich ein ganz anderes Thema, wie zum Beispiel Missbrauch oder so. Und das
kannst du dann nicht einfach so in der Beziehung lösen oder klären. Und deswegen, das sind gar nicht die Herausforderungen, über die ich jetzt in dieser Predigt sprechen möchte. Aber wenn du in deiner Ehe oder in Beziehungen oder in früheren Beziehungen solche Herausforderungen erlebt hast, wie Missbrauch, emotional oder körperlich, oder Manipulation, dann lade ich dich ein, auf uns zuzukommen, wenn du Hilfe brauchst, weil wir würden dir gerne helfen oder dich dabei unterstützen, diese richtige Hilfe irgendwie zu finden. Aber das sind gar nicht die Herausforderungen, über die ich eigentlich gerne sprechen möchte. Deswegen ist Trigger so ein bisschen das falsche Wort, weil wir immer von Triggern reden, wenn das Gegenüber uns irgendwie bei uns aneckt oder etwas in uns hervorbringt, was wir irgendwie unbequem finden oder uns irgendwie beleidigt fühlen oder auf den Schlips getreten. Wenn wir da immer von Triggern reden, dann erheben wir wie den Anspruch, dass das nicht okay ist. Ich darf nicht beleidigt werden, mir darf nicht auf den Schlips getreten werden, du kannst jetzt keine negativen Emotionen bei mir auslösen. Und ich finde, dieser Anspruch erhebt einfach überhaupt nicht. Schon gar nicht in Partnerschaften. Wenn jemand dir so nahe kommt, bringt er diese Dinge automatisch irgendwie zum Vorschein. Ganz einfach, weil wir nicht dem Ideal entsprechen. Der Daniel entspricht nicht dem Ideal und ich entspreche auch nicht dem Ideal. Wir machen Fehler und werden schuldig aneinander und tragen bewusste oder unbewusste Herausforderungen mit uns rum. Und wenn dir jemand dann so nahe kommt, wie ein Ehepartner das tut, Herausforderungen früher oder später irgendwie anstupsen. Und ich habe das jetzt mal einfach Knöpfe genannt, für mich persönlich. Im Englischen gibt es diesen tollen Ausdruck, someone pushes your buttons. Also wenn jemand deine Knöpfe drückt, und ich würde Trigger gerne mal durch Knöpfe ersetzen. Knöpfe, die da gedrückt werden können, so deine seelischen Knöpfe. Weil früher oder später passiert es in Beziehungen, dass wenn dir jemand so nahe kommt, dass er bewusst oder unbewusst diese Knöpfe drückt bei dir. Und einer meiner Knöpfe beschreibt ungefähr das, dass ich es versuche zu vermeiden, Verletzlichkeit oder Schwäche zu zeigen. Das wäre so einer meiner Knöpfe. Und seit wir uns kennen, drückt Dani diesen Knopf mal bewusst, mal unbewusst, seit 11 Jahren. Und das ist ja schlussendlich auch okay. Ich meine, wir sind in einer Beziehung, wir verletzen uns, wir machen Fehler. Das ist ja irgendwie noch normal. Aber wenn ich dann mit meiner Eisklotznummer komme und der Dani das nicht in Ordnung bringt von sich aus, weil er irgendwie erkannt hat, dass da jetzt gerade was schief lief, dann drückt er meinen Knopf von, ich will dir jetzt aber nicht zeigen, dass ich verletzt bin. Ich will dir jetzt diese Schwäche nicht offenbaren. Ich mache jetzt einen auf stark. Und entweder, weil er es nicht mitgekriegt hat oder weil er es mitgekriegt hat, aber trotzdem nicht auf mich zukommt, damit drückt er ganz oft meine Knöpfe. Und mittlerweile wissen wir das auch und das hilft. Ich weiß nicht, wer es ist, der deine Knöpfe drückt. Ich glaube, das kann in jeder Beziehung passieren. Vielleicht ist das eine Beziehung zu deinem Chef oder zu deinen Arbeitskollegen oder zu Freunden oder innerhalb deiner Familie. Jemand, der immer wieder deine Knöpfe drückt. Ich glaube, es kommt sehr auch darauf an, was das für Themen sind, die uns herausfordern oder in denen wir uns getriggert fühlen. Vielleicht haben deine Knöpfe was mit deinem Körperbild oder mit deiner Identität, mit deinem Selbstwert zu tun. Oder damit, wie du denkst, dass Männer ticken sollen oder wie Frauen ticken sollen, was Männer können müssen, was Frauen können müssen. Vielleicht hat es mit Kontrolle zu tun. Du hast gern Kontrolle. Und sobald in einer Beziehung die Kontrolle abhanden kommt und der andere etwas tut, was du jetzt eigentlich gerne anders hättest, dann wird dein Knopf gedrückt. Vielleicht hat das was mit Elternbeziehung oder Macht oder Autorität zu tun, wie du denkst, dass Macht oder Autorität ausgeübt werden sollte. Und sobald es in eine andere Richtung geht, hast du das Gefühl, oh, jetzt wird gerade mein Knopf gedrückt. Ich glaube, es ist nicht die Frage, ob wir diese Knöpfe haben, sondern wie sie heißen und von wem sie gedrückt werden. Und ich kann jetzt, wenn der Dani so meine Knöpfe drückt, ich kann mich jetzt über ihn aufregen. Ich kann sagen, hey, jetzt sind wir seit 11 Jahren verheiratet. Langsam solltest du wissen, dass ich Mühe mit diesem Thema habe. Könntest du nicht einfach aufhören, mich damit zu nerven? Du könntest jetzt auch einfach der Größere sein und immer auf mich zukommen, weil du weißt, dass mich das herausfordert. Das könnte ich machen. Oder wir könnten das Problem wie ein bisschen ignorieren, so nach dem Motto, ja, du bist halt so und ich bin halt so und irgendwie wurschteln wir uns da durch. Oder der Partner soll sich verändern, er hat das Problem ja schließlich irgendwie verursacht. Ich glaube, wenn
wenn so unsere Knöpfe gedrückt werden, haben wir oft den Impuls, das auf dieser Beziehungsebene auszutragen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal das Bild von Mann und Frau haben können, dass wir versuchen, das auf dieser Ebene auszutragen. Das ist oft so der erste Impuls, das merke ich zumindest bei mir. Und wie auch immer das vielleicht für dich aussieht, vielleicht ghostest du den anderen, so wie ich das manchmal mache, aber vielleicht gehst du auch auf Konfrontation, auf Angriff oder kommst mit Anklage. Ich glaube, oft haben wir diesen Impuls, das auf dieser Ebene auszutragen. Aber der größte Vorteil, den der Daniel und ich in unserer Ehe haben, ist das Versprechen, was wir uns vor 11 Jahren in dieser Kirche gegeben haben. Als wir dieses Ja zueinander hatten, ja, ich sage Ja zu dir und zu deinen Knöpfen und zu deinen Herausforderungen, aber mit Gottes Hilfe. Ich weiß nicht, wenn du verheiratet bist, ob du dich an diese Momente erinnern kannst, wo du sagst, ja, mit Gottes Hilfe. Und das sagt man so schnell, aber ich finde, das ist der größte Vorteil. Ich sage Ja zu dir, aber nur mit Gottes Hilfe. Gott hat uns erschaffen, Gott hat mich erschaffen. Ihm ist nichts verborgen. Er kennt alle meine Knöpfe und meine Schwachpunkte und meine Schwächen und meine Macken und meine Mängel. Und dass dieser Gott ein aktiver Teil von meiner Beziehung sein möchte, ist für mich ein Gamechanger. Dass Gott als aktiver Teil in dieses Beziehungsdreieck reinkommt, dadurch wird es ja überhaupt doch erst ein Dreieck. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Ehe. Bei der Ehe machst du das offiziell, weil du einen Bund schließt, in den du Gott mit einbeziehst. Aber ich glaube, Gott möchte in jeder Beziehung ein aktiver Teil sein. Und er kann auch ein aktiver Teil sein. Und für mich ist das ein mega Gamechanger. Und was mir eher häufig passiert, ist, dass ich diese Verbindung da vergesse. Dass für meine Knöpfe gedrückt werden, ich automatisch auf diese Beziehungsebene komme und sage, wir müssen das jetzt irgendwie miteinander austragen. Und ich vergesse, dass da eigentlich noch ein Draht nach oben ist, der zu unserer Beziehung mit dazugehört, wo ich auch eine Lösung finden könnte. Und der Daniel und ich waren dieses Jahr auf der Amode Experience, auf der Ehekonferenz in München. Und dort haben wir ein Bild bekommen, was mir nochmal sehr geholfen hat, mehr daran festzuhalten, an diesem Dreieck und das mehr zu leben. Und das war das Bild von diesem Kreuz. Und das Kreuz ist für mich sowieso ein starkes Bild. Das Kreuz ist für mich das Bild, dass ich nicht immer alles richtig mache, dass ich nicht immer alles gut mache. Und dass ich ehrlich gesagt ohne Gott auch ein bisschen verloren wäre. Dass ich Veränderung brauche, dass ich Freiheit brauche und dass Jesus dafür der Schlüssel ist. Und wir haben dann dieses Bild bekommen von diesem Beziehungsdreieck und da steht das Kreuz zwischen Mann und Frau. Das Kreuz steht zwischen uns. Und für mich bedeutet das, dass jeder gedrückte Knopf, jede Sackgasse, in die wir kommen, weil wir halt unsere Herausforderungen haben, wie eine Einladung ist, zuerst damit ans Kreuz zu gehen. Also zuerst diese Beziehung nach oben zu aktivieren. Weil da kann ich ganz ungefiltert hin, mit Verletzungen, mit Frust, mit Wut, mit Enttäuschung. Ich kann mich sogar am Kreuz über den Dani beschweren. Es ist nicht so, dass Gott Partei für mich ergreift und mir zustimmt, aber das hilft. Manchmal kann ich mich einfach bei Gott über Dani beschweren und Gott sagt nicht, ja, du hast recht. Das heißt, ich lerne gleichzeitig auch bei mir zu bleiben. Warum stresst mich das jetzt so? Warum sind wir schon wieder in dieser Sackgasse gelandet? Warum schaffe ich das nicht? Was geht jetzt da bei mir ab? Und am Kreuz habe ich gelernt oder geübt, ein Gebet zu sprechen. Und dieses Gebet steht im Psalm 139. Im Vers 23 heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das finde ich so ein schönes Gebet. Erforsche mich Gott, erkenne mein Herz. Da steht nicht, erforsche meinen Mann und erkenne sein Herz und prüfe, was da bei ihm schief läuft, dass er mich die ganze Zeit ärgert. Da heißt es, erforsche mein Herz und prüfe meine Gedanken. Und am Kreuz kann ich das beten und ich finde es ein wunderschönes Gebet, weil Gott ist eben nichts verborgen. Gott ist nichts in meinem Herzen verborgen. Mir ist es manchmal verborgen, weil ich abgelenkt bin durch Frust und durch Verletzungen und ich bin enttäuscht und genervt und wütend und ich erkenne nicht immer, was abgeht in meinem Herzen. Ich erkenne irgendwie meistens so das, was rauskommt, aber am Kreuz kann ich beten, Gott hilf mir zu erkennen, was denn da jetzt hier los ist.
Hilf mir, mein Herz zu erkennen. Und Gott ist nichts verborgen. Er sieht hinter all dem. Und ich kann wie erkennen oder hoffentlich erkennen, mit der Hilfe von Jesus, was an dieser Sackgasse ist jetzt mein Anteil. Und wenn wir diese Einladung von diesem Kreuz annehmen, wenn unsere Knöpfe gedrückt werden, dann erfüllt das Kreuz, und dafür steht jetzt vielleicht mal dieser Längsbalken, dann erfüllt das Kreuz wie so eine Funktion von Schutz. Und zwar zwischen uns. Also sie schützt unsere Beziehung, sie schützt meinen Partner vor meiner Reaktion, vor meiner Herausforderung, die mit ihm vielleicht gar nicht unbedingt was zu tun haben muss. Der andere wird wie geschützt. Wir werden auch geschützt, das unreflektiert auf dieser Ebene jetzt irgendwie auszutragen, weil ich damit erst ans Kreuz gehen kann. Und am Kreuz können unterschiedliche Dinge passieren. Ich kann meinen Schmerz loslassen, ich kann Enttäuschung loslassen, aber ich kann Jesus auch fragen, hey, was geht hier jetzt gerade bei mir ab? Ich kann das eintauschen, ich kann fragen, was brauche ich denn jetzt wirklich? Wonach sehnt sich mein Herz, was gerade unerfüllt ist? Oder welche Wahrheit darf ich neu mitnehmen? Was ist es, wonach mein Herz sich sehnt? Und weil der Daniel und ich jetzt fast 11 Jahre verheiratet sind, habe ich einigermaßen viel Übung damit, zu diesem Kreuz zu gehen. Und habe da auch schon vieles erkannt und gewälzt und mit Jesus drüber gesprochen. Aber im letzten Jahr hatten der Daniel und ich eine Phase, wo bei uns beiden sehr, sehr viel lief. Und wir waren am Funktionieren und haben eigentlich diesen ganzen Alltag und all die anderen Dinge wie so gewuppt und gestemmt und waren aber beide mehr so in unserem eigenen Auto unterwegs und haben einfach geguckt, Hauptsache es läuft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht besonders, wenn du verheiratet bist, wenn man so toughe Seasons hat, also wo irgendwie sehr viel läuft und die Herzensnähe vielleicht manchmal ein bisschen abhanden kommt. Bei uns ist das so, dass wir dann unsere Knöpfe noch viel, viel mehr drücken, weil man plötzlich nur noch Augen für das hat, was der andere nicht macht oder falsch macht und was ich besser mache oder was mir fehlt, was in unserer Ehe fehlt. Man kommt in so ein Ding rein, wo man irgendwie automatisch die Knöpfe mehr bedrückt oder zumindest ist das bei uns so gewesen. Und ich bin immer dann wieder zu diesem Kreuz und irgendwann wurde ich ein bisschen frustriert, weil ich gemerkt habe, ich glaube, ich brauche Hilfe beim Erkennen. Ich komme immer wieder in das Gleiche rein und ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Und Gott hilft mir sehr, sehr häufig durch andere Menschen und ich habe mich dann entschieden, einfach ein Coaching zu machen und ich bin mit ihr hingesessen und habe ihr gesagt, weißt du, ich habe Mühe daran zu erkennen, was für mich so anstrengend ist, mich verletzlich zu zeigen oder Schwäche zuzulassen. Ich check nicht, warum ich damit so viel Mühe habe. Und ich reiß mich zusammen und ich versuche es immer wieder und irgendwie gelingt es mir nicht so richtig. Und ich verstehe nicht, was dahinter ist. Und gemeinsam mit meinem Coach habe ich dann angefangen, dahinter zu schauen. Sie stellt mir ultra gute Fragen. Und wir sind irgendwann schlussendlich an dem Punkt gelandet, wo ich mit ihrer Hilfe erkennen konnte, dass ich da so Gedankenmuster in mir drin habe. Ich könnte jetzt ausführen, das würde viel zu lange gehen, die mich glauben lassen, dass ich nur dann Sicherheit habe, nur dann Stabilität, nur dann alles unter Kontrolle, wenn ich stark bin. Also das Gegenteil von Schwäche. Wenn ich stark bin und irgendwie alles schaffe und alles mache und alles kann, dann bin ich sicher. Dann habe ich Stabilität, dann geht es mir gut, dann sind die Dinge unter Kontrolle und ich muss mir keine Sorgen machen. Und dann passiert es in Konflikten, dass wenn mein Mann mich verletzt, ich ihn wahrscheinlich auch, wenn er mich verletzt, was er gut kann, wir können das gut, weil wir so nah aneinander dran sind, dass ich mich nicht mehr stark fühle, dass diese Verletzlichkeit eine Schwäche in mir offenlegt. Und anstatt die zu zeigen, spule ich dann dieses Programm ab von nein, ich brauche dich nicht und ich mache mich jetzt extra stark, damit ich das verhindere, dass ich jetzt Schwäche zeigen muss. Und das zu erkennen und an dem zu arbeiten, hat ganz schön was bei mir ausgelöst und das war nicht schön. Das war ehrlich gesagt ziemlich anstrengend und auch demütigend oft. Aber ich habe ihre Hilfe, ich habe Gottes Hilfe und gemeinsam mit ihm kann ich erkennen am Kreuz, welche Schritte kann ich denn jetzt da gehen, dass ich da Freiheit und Veränderung erleben kann und dass wir aus diesen Sackgassen rauskommen, an denen ich einen großen Anteil habe. Schau, ich glaube, nicht jeder Knopf braucht eine Seelsorge oder ein Coaching und ein Get Free. Vielleicht braucht es einfach mal ein gutes Gespräch und ein Glas Wein mit einem anderen Ehepaar. Aber ich glaube, wenn wir mit dem, was dieses Knopfdrücken bei uns persönlich auslöst, wenn wir mit dem zum Kreuz gehen und dort
erleben, dass es ein Schutz ist für unsere Beziehung, wenn wir damit erst zu Gott gehen, wo wir diesen Zufluchtsort haben, dann schützen wir damit den anderen. Dann schützt das die Beziehung, dann schützt das meinen Partner. Und wenn mir das bewusst wird, dann kann ich wieder auf den anderen zugehen. Und ich habe das jetzt mal Verbindung genannt. Bisschen schräg die Verbindung, so. Dafür würde dann dieser Querbalken stehen vom Kreuz. Wenn ich das erkenne und Sachen am Kreuz lassen darf, erstmal mit Jesus irgendwie lerne, darüber auszutauschen und Sachen zu erkennen und Dinge am Kreuz lassen darf, dann kann ich wieder in die Verbindung gehen. Weil Verbindung ist das, was wir uns schulden in der Beziehung. In jeder Beziehung schuldest du dem anderen Verbindung, wenn du möchtest, dass es verhebt. In der Ehe schulden wir uns Verbindung, weil wir diesen Bund eingegangen sind. Das heißt, wir kehren wieder zurück in diese Einheit, die wir eigentlich haben. Und wenn einer von uns am Kreuz Sachen erkennt und loslassen darf, profitieren immer beide. Das heißt jetzt nicht, dass immer nur ich diesen Gang zum Kreuz mache und der Dani nichts falsch macht. Aber es heißt ja, erforsche mein Herz und nicht sein Herz. Meine Aufgabe ist diese Beziehung nach oben. Und Danis Beziehung nach oben, Danis Gang zum Kreuz, das ist seine Aufgabe. Und ich muss ihn da stehen lassen. Ich kann ihn nicht manipulieren, jetzt an seine Themen ranzugehen, die mich übrigens mega nerven. Das ist seine Aufgabe und ich muss auch lernen, ihn dort stehen zu lassen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir in Beziehungen ein Gefühl dafür bekommen, wann wir manipuliert werden, wann das Gegenüber uns nicht da stehen lassen kann, wo wir eigentlich sind. Aber Verbindung bedeutet, ich kann jetzt dem Dani davon erzählen, was ich da so alles erkenne, was ich da so alles mit mir rumtrage. Und das bedeutet nicht, dass er aufhört, diesen Knopf zu drücken, aber es bedeutet, er kann mir dabei helfen. Wenn er um diese Themen Bescheid weiß, dann kann er mir helfen und dann kann er mich unterstützen, wenn ich es selber irgendwie nicht so gut hinbekomme oder wenn ich es mal wieder versau. Und ich finde, da sind wir dann an dieser Schönheit von dieser Unterschiedlichkeit angelangt, die ja manchmal herausfordernd sein kann, aber diese Unterschiedlichkeit, die wird dann zu was Schönem, weil Gott hat Mann und Frau anders erschaffen. Und Adam hatte ja immer das, bevor Eva da war. Adam hatte diese Beziehung zu Gott die ganze Zeit. Und trotzdem sagt Gott, bevor er Eva erschafft, ist es nicht gut, dass du alleine bist. Es ist nicht gut, dass du einsam bist. Das heißt, wir brauchen einander. Wir als Menschen, wir brauchen Ergänzung von anderen Menschen. Bevor Gott Eva schafft, sagt er, es ist nicht gut, dass er allein ist, ich will ihm einen Gehilfen machen oder einen Beistand. Vielleicht stößt du dich an dem Wort. Das bedeutet nicht, dass Gott eine Sekretärin erschaffen hat, die Adam alles abnimmt, wozu er keinen Bock oder keine Zeit hat. Gott erschafft die Frau. Gott erschafft die Frau in seinem Ebenbild. Die Frau, die das kann, was der Mann nicht kann. Wenn eine Frau neben dir sitzt, egal ob es deine Ehefrau ist oder nicht, dreh dich mal zu ihr und sag, du kannst, was ich nicht kann. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns dazu sprechen. Frauen können, was Männer nicht können. Und Männer können, was Frauen nicht können. Andere Menschen können das, was du nicht kannst. Und das ist gut so. Wir brauchen Hilfe, nicht da, wo ich keinen Bock habe. Ich brauche Hilfe da, wo das der andere besser kann. Ich brauche Hilfe vom Dani da, wo er stärker ist. Und er braucht meine Hilfe da, wo ich stärker bin. Das ist vielleicht mal eine gute Aufgabe für die nächste Date Night. Dass du dir überlegst, wo bin ich meinem Partner eigentlich eine Hilfe? Oder dass der Partner dir das zuspricht, schau mal hier und dort, da bist du mir eine Hilfe. Dass wir diese Unterschiedlichkeit feiern, dass das was Gutes ist, weil dann geht es nicht darum, wer drückt die Knöpfe vom anderen oder wer stresst wen, weil wir füreinander sind und nicht gegeneinander. Weil wir eine Hilfe für den anderen sind. Ich glaube, wenn wir lernen, dieses Kreuz für unsere Beziehung, für alle unsere Beziehungen, von denen wir möchten, dass sie funktionieren, in Anspruch nehmen, dass das Kreuz ein Schutz ist voreinander und eine Verbindung zueinander. Wenn wir lernen, das anzunehmen, dann landen wir schlussendlich dort, dass wir diese Unterschiedlichkeit feiern können.
dass wir froh sind, dass der andere Dinge kann, die wir nicht können, dass wir froh sind, dass der andere anders ist. Weil dann können wir eine Hilfe füreinander sein. Und ich glaube, so hat Gott sich das überlegt, dass wir Hilfe und Ergänzung für den anderen sind und nicht eine Bedrohung. Ich möchte gerne zum Schluss mit uns ins Gebet einsteigen. Wir werden hier auf der Bühne noch Gebete singen. Aber ich möchte dich einladen, dein eigenes Gebet zu formulieren. Vielleicht möchtest du dafür deine Augen schließen und den Heiligen Geist einladen, dir zu zeigen, was die Themen sind, mit denen du zuerst zum Kreuz gehen kannst, bevor du sie versuchst in Verbindung mit dem anderen, ob das jetzt dein Bruder ist oder deine Mutter oder dein Vater oder dein Chef oder ein Mitarbeiter oder dein Kind, bevor du das versuchst in dieser Beziehung zu lösen, anzugehen. Dass du den Heiligen Geist einlädst, dir zu zeigen, wo darf ich zuerst ans Kreuz? Wo braucht der andere Schutz vor mir und meiner Reaktion? Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diesen Raum erfüllst mit deinem Reden für jeden von uns persönlich. Da, wo wir dein Sprechen brauchen, da, wo wir ein Erforschen unseres Herzens von dir brauchen, dass du das jetzt machst, dass du vielleicht einen Anfang mit uns machst, uns ein Wort gibst oder uns an eine Situation erinnerst, die wie eine Einladung zu dir zum Kreuz ist, Jesus. Vielleicht halten wir immer noch einen Teil von uns, einen Teil von unserem Sein, von unserer Identität, von unserem Charakter halten wir noch zurück in eine Beziehung, weil wir Angst davor haben, was passiert, wenn der andere das sieht. Jesus, in der Bibel lesen wir, dass dein Vater, dass Gott uns ganz sieht. Mit allem, bitte gib du uns am Kreuz das, was wir brauchen, um einen Schritt zu gehen. Nachher wieder in diese Verbindung. Vielleicht ist es ein Groll oder eine Verletzung, die wir noch bei uns halten, von der du uns befreien möchtest, wie der Janne gepredigt hat, dass du uns diese Last abnimmst, dass du möchtest, dass wir mit diesem Mühsal zu dir kommen. Ich bete, dass du uns dabei hilfst, jetzt dafür Worte zu finden, im Gebet mit dir. Hilf uns, Stolz abzulegen, Jesus. Oder Rechthaberei oder Besserwisserei. Hilft uns zu erkennen, warum irgendeine Enttäuschung so tief gegangen ist und so viel mit uns gemacht hat. Erforsche du unser Herz, erkenne du unseren Geist, prüf du unsere Gedanken jetzt in diesem Moment. Und Jesus, ich danke dir, dass wir in Anspruch nehmen dürfen, dass du mit deinem Kreuz, dass du mit der Kraft von dem Heiligen Geist ein aktiver Teil in jeder unserer Beziehung sein möchtest. Dass du uns helfen willst zu erkennen, was für ein Geschenk unsere Unterschiedlichkeit ist. Und du siehst die Herausforderungen, die uns daran hindern, das zu erkennen, die uns daran hindern, in diese Verbindung wieder zu gehen. Und wir nehmen in Anspruch, dass du hier bist, Jesus. Wir laden dich ein in unsere Beziehungen. Wir laden dich ein in unsere Ehen.
in unsere Familien, in die Beziehung zu unseren Kindern und zu unseren Eltern, in die Beziehung zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Vorgesetzten oder zu denen, deren wir Vorgesetzter sind. Und wir sagen, Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen dein Kreuz. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du uns leitest.